finde, du hast einen guten Stil. Ja, aber es interessiert mich nicht groß. Das hat nicht, aber... Und, so. Und du kaufst mir ja eigentlich. Wir kommen zu Bea und Christoph Tollmann. Verheiratet seit 04. 04. 15 Jahre. Zusammen 5 Kinder, leiten zusammen Lager, sind sehr viel zusammen unterwegs. Wer von euch hat dann den ersten Schritt gemacht? Wo und wann hast du den ersten Schritt gemacht? Es war in einer wunderschönen Sommernacht mit Sternenhimmel in einem Lager. Und wann bist du auf Bea zugegangen und hast gesagt, ob sie mit dir spazieren können? Was war Bea da am Machen? Zähneputzen. Wer bringt den anderen mehr zum Lachen? Bea oder Christoph? Ja. Das ist halt sehr verrückt. Du das? Also meinst du lustige Ideen oder so? Wer von euch fährt besser Auto? Das ist ganz klar. So nicht klar. Er hat mich geheiratet wegen dem. Weil du sogar Ja, Auto Du fährst fahren. super Auto, aber wenn du fragst, wer fährt besser, dann schon ich. Nein. Voll Das ist nicht. schon mehr Bühne gekommen. Vielleicht mehr Bussen. Wer von euch steht mehr auf in der Nacht, wenn das Kind brüllt? Bea. Immer oder vor allem unter der Woche? Tendenziell immer. Jetzt gibt es es gibt manchmal, dass ich auch aufstehe. Aber, Sorry, es hat also, einmal gegeben, dass er aufgestanden ist. ja, wirklich viel weniger. Also früher bin ich gar nicht verwachen. Oder habe mich schlafend gestellt. Und nein, aber ich meine, sie war häufig auch zum Stillen. Zum Stillen kann ich nicht auf. Oder bringt es nichts, wenn ich aufstehe, ihr Baby bringt, dass sie es nachher stillt. Aber es hat eine Zeit gegeben, wo ich nicht aufstehen konnte. Dann hast du dich schlafen gestellt. Ja, genau. Wer macht dem anderen mehr Kompliment? Ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Okay. Und Bea Ich sagt glaube, du Christoph. machst mit. Schon? Ja, vielleicht. Nein, das empfinde ich nicht. Es kommt niemand zu kurz. Aber auch Nein, nicht, finde ich wirklich nicht. Wer von euch ist denn romantischer? Also ich finde zum Beispiel so einen schönen Sonnenuntergang oder irgendwie so ein bisschen hückeln und ein bisschen schauen und so. Das finde ich noch besonders. Und das sagt mir eigentlich nicht. Sterne schauen. Zusammen mit Ja. Sternen schauen. Wer von euch geht im Glauben voran? Es sind beide. Es ist mal so, mal anders. Ja, das glaube ich auch. Mal du, dann wieder mal ich. Am Anfang ist der Christoph mehr tiefer, Mhm. ernsthafter. Gell? Ja. Ja. Oder gerade als junge Familie hat er es total in die Hand genommen, dass wir den Glauben ins Zentrum stellen. Wer von euch geht früher ins Bett? Niemand mit ihm Ja, wir zusammen. gehen zusammen eigentlich auch. Wenn es recht anpasst. Früher bin ich deutlich früher gegangen, aber jetzt mittlerweile sind wir recht ähnlich. Ja. Okay. Wer hat sich dann wie angepasst? Ich gehe viel früher. Mal. Früher bin ich aber 9, ins Bett und du 11. Und jetzt ist es 10 bis 11, also es ist eher ein Entgegenkommen, würde ich sagen. Das ist nur einseitig. Also, hallo. Nein, sorry, ich habe mega eingebüßt. Wer von euch kocht besser? Er kocht nie. Was Ich einmal im du Jahr Ravioli? und dann koche ich vor. Ja, das ist Nein, das ist schon ganz klar. Das ist schon, ja. Du machst es nicht gern, Aber oder? wenn ich koche, komme ich sehr gut an bei den Kindern. Kind lieben. Dann schwinge ich die Omelette durch die Luft und so. Nein, aber das ist klar. Einblick, so jetzt hört man es, so cool, einen ehrlichen Einblick ins Leben von Talmes. Wir lieben euch, ihr seid so cool. Es ist ein Segen, dass ihr da in der Kirche sind und all das, was ihr auch in Kidsarbeit investiert und wie ihr mit euren Kindern umgeht, mega, mega cool, ist inspirierend. Ich stelle zum Anfang eine Frage von dieser Predigt. Wie viele Freunde hast du? Das ist eine schwierige Frage, oder? Das ist auch ein bisschen gemein, so, das so einzuordnen. Ausser wir schauen auf Social Media, weil dort ist es relativ einfach. Dort steht es ganz klar, wie viele Freunde du hast.
sogar für jeden anderen zum sehen. Und das ist manchmal noch cool, oder? Wenn das alle schauen können. Wir haben letztens in der Small Group darüber geredet, dass irgendwie so das Thema hochgekommen wird, wie viele Freunde und so. Und ich bin mal nachschauen, bin doch noch überrascht gewesen, so, wow, so viele Freunde auf Facebook, krasse Zahl. Aber wir sind dann auch gerade relativ schnell darauf zu reden gekommen, ja, aber kennst du die alle wirklich? Und jeder weiß, oder, Facebook-Freunde sind nicht wirkliche Freunde, sondern das sind vielleicht Bekanntschaften. Ich darf sagen, ich kenne sicher die meisten so, ich habe mit denen mal irgendwo geredet oder so. Oder? Aber darüber hinaus geht es bei den meisten nicht. Es ist aber spannend, dass so ein bisschen Friends oder Followers auf Social Media im Internet so quasi fast zu einer digitalen Währung geworden sind. Unter Jugendlichen, dort vielleicht eher so auf Instagram oder Snapchat, ist es wichtig, möglichst viele Freunde zu haben, die möglichst jedes von deinen Fotos oder von diesen Sachen, die du postest, likest, irgendeinen Like gibt. Und wehe, es ist ganz schlimm, wenn du mehr Leute folgst, als dass dir folgen. Das ist unter Jugendlichen, das ist eigentlich ein No-Go. Das musst du irgendwie vermeiden. Und darum tust du immer wieder mal, wenn du merkst, oh, ich habe zu viel, die ich folge, dann tust du da wieder mal aussortieren. Wir merken, wenn es um Social Media geht, Quantität von Beziehungen ist Trumpf. Möglichst viel, umso besser. Wir werden ein Stück weit zu dem erzogen. Im Internet ist es so, wenn du genug Follower hast, dann nennt man dich einen Influencer. Dann hast du plötzlich irgendwelche Bonus und es gibt ganz viele Jugendliche, denen ihren Traum ist es, irgendwann so ein Influencer zu werden. Aber sind das coole Beziehungen? In einer Doku, die vor kurzem rausgekommen ist auf SRF, hat so ein Social-Media-Star, ein Schweizer, so ein Influencer gesagt, habe ich ein Problem, ist kaum jemand für mich da. Also er hat Tausende von Facebook-Freunden auf Instagram und auf irgendeiner anderen Social-Media-Plattform in Hunderttausenden. Eine unheimliche Quantität an Beziehungen ein Stück weit, aber offenbar keine Beziehungen, wo irgendwo auch eine Qualität drin haben. Keine Beziehung, die dann trägt, wenn es darauf ankommt, wenn es schwierig ist im Leben. Ich glaube, wir alle sind uns einig, oder? Quantität in Beziehungen ohne Qualität, das ist nicht das, was wir wollen. Wir brauchen Qualität in unseren Beziehungen, das ist das, nach dem wir uns sehnen. Zum Glück habe ich neben meinen vielen Facebook-Freunden auch noch ein paar echte, tiefe, gute Beziehungen zu Menschen, wo ich weiss, die sind für mich da, die sind auch da gewesen in den schwierigsten Zeiten von meinem Leben, wo ich darauf kann vergehen, wo ich darauf kann setzen, wo ich weiss, auf die kann ich mich verlassen. Aber doch ist es zum Beispiel so, dass 2 von meinen besten Freunden mittlerweile Familie haben, der eine sogar eine Grossfamilie und irgendwo im Thurgau aussen wohnen, im hintersten Zipfel. Und auch wenn wir uns versuchen, regelmäßig zu treffen, merke ich trotzdem, es ist nicht mehr gleich wie früher. Wir können uns nicht mehr ganz so oft sehen, wie vorher der Kontakt ist. Zwar immer noch, wir sind immer noch super Freunde, sind immer noch meine besten Freunde, aber es ist nicht mehr genau gleich wie früher. Und ich merke, wenn das meine 2 einzigen Qualitätsbeziehungen wären, trotz Steffi, dann gäbe es vielleicht auch einen Moment, wo ich mich einsam fühle und ich merke, es langt irgendwo nicht. Also wir merken, es braucht eben beides. Es braucht ein Stück weit, Quantität allein nützt nichts, aber in den Qualitätsbeziehungen brauchen wir eine gewisse Quantität. Eine allein oder 2 langen eben vielleicht nicht. Wir möchten uns heute so ein bisschen mit diesen 2 Aspekten ein bisschen von Beziehungen beschäftigen. Qualität und Quantität. Und es geht in dem Sinne nicht nur um Freundschaften, es spielt auch in Ehe und Partnerschaften eine Rolle. Vielleicht spielt Quantität dort weniger eine Rolle im Sinne von möglichst viel, sondern vielleicht mehr, wie viel Quantität steckt in dieser Beziehung. Was investieren wir in diese Beziehung hinein? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns über das Gedanken machen, dass wir mal ein bisschen genauer anschauen, weil auch unter Christen ist es so, dass viele, auch wenn sie ein Teil von einer Kirche sind, unter Einsamkeit leiden. Oder dann gibt es andere, die merken, ich bin eigentlich völlig übersättigt mit Beziehungen. Ich mag gar nicht mehr. Einsamkeit häufig, weil selbst wenn wir umgeben sind von anderen Menschen, können wir uns einsam fühlen, wenn die Beziehungen nicht eine gewisse Qualität haben, wenn sie diesen Beziehungen nicht irgendwo auch in eine Tiefe hineingeht. Und übersättigt sind wir manchmal, weil wir
da in der Kirche vielleicht auch ganz eine coole Auswahl haben an Leuten, wo man vielleicht gerne kennenlernen würden, wo man die Beziehung vielleicht gerne vertiefen, wo man anfangen, eine kleine Beziehung zu pflegen. Wir kommunizieren dort mit jemandem und dort mit jemandem. Und mit der Zeit merken wir, ich habe gar keine Chance, all die Kontakte irgendwo zu pflegen und irgendwo gleich noch in die Tiefe gehen. Und den Anspruch, den wir vielleicht selber an Beziehungen haben, können wir gar nicht mehr gerecht werden, weil wir so übersättigt sind. Dazu haben wir dann noch Small Group und haben wir dann noch Schule und haben wir noch Nachbarn und haben wir noch irgendeinen Verein, wo wir vielleicht mithelfen und Familie und so weiter, wo wir merken, irgendwann wird es plötzlich zu viel. Und am liebsten, glaube ich, wünschen wir uns doch möglichst viele Beziehungen mit möglichst hoher Qualität. Das wäre eigentlich so das Ideal. Jede Beziehung in einer tiefen, echten, guten Qualität und möglichst viel von diesen Beziehungen. Auch in der Bibel finden wir Aussagen zu dem Thema ein Stück weit. Im Sprüch 18,24 heißt es: Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Es zeigt nochmal an den Wert von tiefen Beziehungen, wo die Bibel erkennt und sagt, tiefe Qualitätsbeziehungen sind wichtig. Und es zeigt auch nochmal etwas auf, und sagt, hey, in der Quantität, wenn all die Freunde, wenn du viele Freunde hast, aber das sind nicht die richtigen Freunde, das sind nicht gute Freunde, dann schadet dir das vielleicht mehr. Bei uns im Studium haben sie immer gesagt, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Und das ist so wahr. Mit den Leuten, die wir uns umgeben, das hat einen Einfluss auf unser Leben. Wenn all deine Freunde Leute sind, wo du es zwar gut hast, aber sie teilen deine Werte nicht, dann wird das dich beeinflussen. Dann wird das etwas machen mit dir. Dann wird es dir immer schwieriger fallen, das, was du eigentlich leben möchtest, wirklich auch zu leben. Weil es immer in eine andere Richtung zieht. Dann ist vielleicht der Sonntagmorgen plötzlich mega umkämpft, weil es jeden Sonntagmorgen einen lässigen Brunch gibt. Und du dich musst fragen, gehe ich jetzt eher in die Kirche, gehe ich jetzt eher am Brunch? Dann sind plötzlich Themen wie viel trinken wir, was machen wir im Ausgang und so weiter. Wenn deine Freunde nicht die gleichen Werte haben, wird das irgendwo auf dich abfärben. Und was wir heute so ein bisschen anschauen ist, wie können wir Beziehungen pflegen, die Qualität haben, die tief gehen. Und was machen solche Beziehungen aus? Aber wir wollen auch über die Quantität reden. Und ich möchte anfangen mit der Quantität. Und ich habe mich gefragt, wie viele Beziehungen können wir denn überhaupt führen? Und wie sieht es aus mit der Tiefe von so Beziehungen? Ich bin mal noch verschiedene Studien anschauen und wir finden unterschiedliche Aussagen, aber es ist immer so ein gewisses Muster, das man in dem hinein sieht. Und ich versuche das hier ein bisschen aufzuzeigen. Steffi hat mir geholfen, runde Kreise zu malen. Das bringe ich nicht so gut an. Wir reden so von verschiedenen Beziehungskreisen. Je weiter rein, desto enger, desto tiefer, desto hoffentlich mehr Qualität haben die Beziehungen. Und ich habe es versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Wir reden davon, dass ein Mensch 1 bis 3 wirklich sehr enge Beziehungen hat. Einer Dinge haben sogar gesagt 1,5. Da merkt man, es war ein Theoretiker, der das erstellt hat. Aber es ist natürlich auch ein Durchschnitt. Und da ist aber der Ehepartner zum Beispiel schon mit eingerechnet. Das geht nicht nur um Freunde. Das sind die Menschen, zu denen wir vielleicht täglich Kontakt haben, die wirklich am engsten um uns herum sind, die mehr oder weniger alles mitbekommen, was in unserem Leben sich abspielt. Dann in der zweiten, also quasi Schicht oder zweiten Kreis, sagt man, dass man 4 bis 15 gute Freundschaften haben, die man pflegen können. Auch da gibt es Unterscheidungen. Die einen sagen 5, die noch ein bisschen näher sind und dann so ein paar weitere noch drumherum. Ein so einen, der nennt sich fast Freundschaftsforscher, ist irgendein Psychologe, Dr. Wolfgang Krüger. Nein, der hat ein paar coole Aussagen gemacht, ein Interview mit dem gefunden. Er sagt in dem Interview, wir haben, wenn es hochkommt, 3 wirklich gute Freunde und rund 12 Durchschnittsfreundschaften. Also es passt wieder etwa mit dieser Zahl, so 4 bis 15 gute Freunde. Dann wird es immer ein Stück weit oberflächlicher. Wir haben einen erweiterten Kreis von guten Bekannten mit irgendwie
35 bis 50 Personen, wobei da verschwimmt es dann, da werden dann die Aussagen unterschiedlich, da kommt es dann vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, was man jetzt da genau reinrechnet. Aber was man weiß und was sich die meisten einig sind, es gibt eine Obergrenze an Beziehungen, die man irgendwo noch pflegen kann, und das ist 150. Das ist das Maximum an Beziehungen, die man irgendwo noch so halbwegs haben könnte. Natürlich 150, da ist dann nicht mehr viel Qualität rum. Das sind vielleicht Leute, die man einmal im Jahr mal noch sieht, die man so ab und zu mal noch abmacht oder so. Kennen kann man noch viel mehr Leute, oder? Ich habe auf Facebook mehr Freunde als die 150. Aber vieles davon eben sind vielleicht Bekanntschaften, die ich mal gemacht habe, wo heute keine aktive Beziehung da ist, wo man sich einfach irgendwie auf Facebook noch hat. Aber 150, das ist ungefähr so das Maximum, das nennt man auch die Dunbar-Zahl, weil der Robin Dunbar der Forscher war, der als erstes auf das gekommen ist. Und das ist immer wieder durch andere Studien auch bestätigt worden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, der ganze Teil, aber es hilft uns zu verstehen, dass es Grenzen gibt, wenn es um Beziehungen geht. Und auch gerade wenn es um qualitativ hochstehende Beziehungen geht. Dass wir nicht einfach die Kapazität haben, mega viel von denen zu pflegen, sondern dass das ein Stück weit relativ eingeschränkt ist. Und das Spannende ist, wenn man überlegt, wie ist denn das vielleicht, was finden wir in der Bibel zu diesem Thema, ist noch schwierig. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, finden wir in dem eine gewisse Parallelen. Und wir schauen heute, wenn wir das so ein bisschen behandelt, ein bisschen, wie Jesus Beziehungen gelebt hat, an. Weil schlicht und einfach von ihm wissen wir am meisten, wie er das gemacht hat, weil in der Bibel am meisten über ihn steht. Und die Parallelen sind relativ einfach zu sehen. Wir wissen von 12 Jüngern, die Jesus hatte. So der Kreis. Und wenn man dann noch ein bisschen genauer schaut, merkt man, da sind auch noch ein paar Frauen mit dabei gewesen, die eigentlich immer mit Jesus umgezogen sind. Das sind so die nahen Leute, die er immer um sich herum hatte. Dann, wenn wir tiefer aber schauen und ein bisschen genauer anschauen in den Evangelien, dann lesen wir, dass Jesus auch 3 Jünger hatte, die nochmal ein Stückchen näher waren, wo er nochmal ein Stückchen näher gekommen hat, die so quasi seine treuesten Weggefährten waren und wo er auch in schwierigen Situationen um sich herum haben. Das ist der Johannes, der Petrus und der Jakobus. Das sind die 3, quasi in seinem engsten Kreis gewesen. Die hat er mitgenommen auf den Berg der Verklärung, wo wir in Matthäus 17 lesen können. Die sind dabei gewesen im Garten Gethsemane, wo eine der schwersten Stunden von Jesus war und wo er die 3 gerufen hat und gesagt: Hey, kommt bitte mit mir, ich brauche euch. Bei der Kreuzigung sind sie dort gewesen, und wir lesen teilweise von Wundern, wo nur die 3 mit dabei sind. Also er hat irgendwo so einen engsten inneren Kreis ein Stück weit gehabt. Und dann sehen wir aber auch den erweiterten Kreis, der da. Wir lesen an einer Stelle, dass Jesus 72 Jünger ausgesendet hat. Also sind irgendwo auch noch ein erweiterter Kreis von Menschen um Jesus herum gewesen, wo er ein Stück weit Beziehung zu ihnen hatte. Und das ist noch spannend, oder? Ich würde jetzt wegen dem nicht sagen, das ist ein biblisches Prinzip mit diesen Kreisen, aber es zeigt irgendwo, dass Gott es so eingerichtet hat, dass wir eine gewisse Kapazität haben und dass das sogar bei Jesus nicht anders war. Und dass er das auch so gelebt hat. So, der erste Punkt aus dem heraus, den ich heute Morgen machen möchte, ist, ich glaube, es lohnt sich, dass wir unsere Freundschaften, unsere Beziehungen mal probieren, ein bisschen zu definieren. Dass wir vielleicht einmal ein bisschen genauer anschauen, wer ist bei dir in welchem von diesen Kreisen? Welche Leute sind dir mega nahe? Welche gehören zu dem erweiterten, guten Freundeskreis? Wo geht es weiter raus? Wer sind deine engsten Personen? Und vielleicht könnte es eine Übung sein, um mal anzuhocken und eine Liste machen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber es könnte einen grossen Gewinn drin stecken, indem du vielleicht plötzlich merkst, hey, da habe ich Beziehungen, die sind mir eigentlich mega wichtig, aber die kommen jetzt kurz. Und dann merkst du vielleicht, du hast andere Beziehungen, die sind dir nicht gleich wichtig, aber da investierst du irgendwie viel mehr drin. Und dann kann man das so gegeneinander ein Stück weit ein bisschen abwägen. Und das macht Sinn, weil deine Kapazität ist begrenzt. Du kannst nicht mit allen eine gleich tiefe Beziehung haben. Und wir müssen uns ein Stück weit auch entscheiden, welches sind die Beziehungen, die mir wirklich wichtig sind, die wirklich tief gehen sollen, wo ich Qualität möchte drin haben und welche
vielleicht ein bisschen weniger. Es klingt ein bisschen uncool, oder, das zu machen. Aber es ist ein grosser Nutzen drin. Steffi und ich, wir reden öfters darüber, wie wir unsere Beziehungen gestalten wollen. Wir anmerken, wir haben nicht so viel Kapazität, wie wir gerne Beziehungen leben würden. Und wir müssen uns manchmal Gedanken darüber machen, in welche Beziehungen wollen wir mehr investieren und in welche müssen wir vielleicht wegen dem ein bisschen zurückstecken. Und das hat es auch schon gegeben, dass wir uns bewusst entschieden haben, gewisse Beziehungen, die uns zwar kostbar sind, weniger aktiv weiterzuführen, weil wir vielleicht einen Auftrag gesehen haben in einer anderen Beziehung. Weil wir gemerkt haben, hey, ich glaube, Gott möchte uns in dieser Beziehung dort auch brauchen. Oder wir haben uns mal entschieden, dass wir mehr in Beziehungen hier im Zürcher Oberland möchten investieren als jetzt in Winterthur. Obwohl wir dort viele Leute kennen, wo wir wie gesagt haben, gewisse Beziehungen wären lässig, um die aktiv weiterzuführen. Aber uns ist es wichtiger, hier im Zürcher Oberland in die Beziehungen zu investieren. Ich habe bald Geburtstag. Und auch das ist eine gute Gelegenheit. Ja. Hint, nein. Auch das ist eine gute Gelegenheit, um sich nochmal Gedanken zu machen, ja, wer lade ich alles ein? Wer sind alles meine Freunde? Wie eng sind wir dir? Bis zu welchem Kreis raus lade ich Leute ein? Bis zu 150? Oder mache ich irgendwo vorher die Grenze? Und es kann auch gut sein, an einem Freund oder an einer engen Beziehung oder das einfach mal zu definieren und dieser Person zu sagen, hey, du bist mir mega wichtig. Du gehörst in meinen engsten Kreis von Beziehungen und du bist wertvoll für mich. Es hilft, um das zu definieren. Und wenn du merkst, dir fällt das mega schwierig und das ist nicht einfach, dann hey, bett drüber. Red mit Gott drüber. Welche Beziehungen sind in meinem Leben wichtig? Wo gibt es vielleicht Beziehungen, wo ich auch etwas zu geben habe, wo ich mich darin investieren kann? Und eins zu dem, manchmal lohnt es sich auch zum Anschauen, wo wohnen die Leute. Weil es bringt nichts, wenn all deine besten Freunde irgendwo weit weg wohnen und du sie vielleicht 1-2 Mal im Jahr kannst sehen und mehr liegt gar nicht drin. Und dann ist es vielleicht gut, wenn wir auch Beziehungen haben, die nahe sind, die tief sind, von Leuten, die näher wohnen. Das ist so das Erste, oder? Wir haben eine beschränkte Kapazität für Beziehungen und es lohnt sich, dort die auch mal zu definieren und mal anzuschauen, wie ist das, wie sieht das in meinem Leben aus. Es gibt 2 so ein bisschen Extreme oder Gefahren, die ich diesbezüglich noch kurz ansprechen möchte. Das eine ist so das BFF-Syndrom. Wer weiß, was ein BFF ist? Best Friend Forever. Das ist so der Freund, wo du sagst, wir 2. Durch dick und dünn, nichts anderes, für immer und ewig. Ich brauche niemanden sonst. Und das ist so eine Dynamik, die manchmal ein Stück weit entstehen kann, so eine mega starke Fokussierung auf eine einzelne Person, auf einen einzelnen Freund oder vielleicht auch auf den Partner und drückt sich wirklich so ein bisschen in dem aus, hauptsächlich wir 2. Was alle anderen sagen, ist mir egal, nur du zählst, wir brauchen nur uns. Und was in dem passieren kann, ist, dass es so ein bisschen eine Abschottung gibt gegen aussen. Dass man einander gegenseitig andere Beziehungen verwehren. Es kann auch eine Vereinnahmung sein von dieser Person, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich auf andere Beziehungen einzulassen. Und das ist nicht eine gesunde Entwicklung. Das ist häufig etwas, das sich ausdrückt, wenn wir ein Stück weit Mangel an unserer eigenen Identität haben und das versuchen durch andere Personen, die wir möglichst nahe an uns annehmen, zu fühlen. Steffi hat letzten Sonntag mega gut über das geredet, wie wichtig das es ist, ein gesundes Herz zu haben in Beziehungen. Und eine Grundlage für das ist, dass wir eine gesunde Identität haben, dass wir uns sicher sind in dieser Identität, wer wir sind, was Gott über uns ausspricht. Und aus dem heraus versuchen zu leben und nicht aus dem, was andere Menschen über uns sagen oder was sie uns für einen Wert geben. Das kann auch in der Ehe sein. Eine zu starke Fokussierung auf den Partner und eine Vernachlässigung von allen anderen Beziehungen rundherum. Die zweite Gefahr ist so das, ist ein blöder Begriff, Networker-Syndrom. Aber vielleicht könnt ihr euch etwas darunter vorstellen. Das sind so die Leute, die jeder kennt. Du kannst ihren Namen nennen, alle gerade, ja, kenne ich auch, habe ich auch schon kennengelernt, ja, ein lässiger Typ. Aber niemand kennt die Leute wirklich. Das sind die alle kennen, aber niemand hat irgendeine Beziehung mit dieser Person, die ein bisschen tiefer geht. Es sind Menschen, die vielleicht mega gesellig wirken, die fröhlich sind, die herzlich, lustig sind, was lustig ist, zum rundum sein. Aber wenn du genauer anschaust, merkst du, nirgends ist ein Tiefgang drin. Und sobald es irgendwo tiefer gehen könnte, macht es schwupps,
und die Person ist weg. Im schlimmsten Fall sogar sucht sie sich einen neuen Freundeskreis. Auch das kann zu Einsamkeit führen. Das kann eben dazu führen, dass man immer wieder andere Freunde sich sucht, nirgends sich beheimaten kann. Und auch da ist die Ursache häufig eine mangelnde Identität. Angst, sich selber zu öffnen. Angst, sich selber zu sein und zuzulassen, dass jemand vielleicht nicht nur die Seite sieht, die man gerne von uns präsentiert, sondern vielleicht auch sieht, dass dahinter gewisse Sachen auch noch ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das bewusst sind, dass es diese Gefahren gibt und je nachdem vielleicht sogar etwas unternehmen in diesem Bereich. Etwas anderes, was wir bei Jesus in Bezug auf Beziehungen sehen, ist, wie er immer offen geblieben ist für spontane Begegnungen. Jesus war immer bereit, sich auf Personen von irgendwo da außen einzulassen und mit ihnen eine enge, eine tiefe, eine qualitativ hochwertige Begegnung zu haben, die etwas ausgelöst hat. Es ist nicht jedes Mal eine Beziehung nachher daraus entstanden, aber er hat immer die Kapazität, sich behalten, um dort, wo es angebracht war, sich auf so eine Beziehung oder auf so einen Moment einzulassen mit jemandem. Wir sehen das, wie er sich immer wieder einlassen hat auf Leute, mit Matthäus 9, wo er von einem Hauptmann heimgerufen worden ist, weil sein Kind krank war, wo er unterwegs nochmal aufgehalten worden ist, noch jemand geheilt hat, wo sich an ihn angehangen hat. Wir sehen das, indem er sich mit Zöllnern abgegeben hat, zu ihnen heimgegangen ist, mit ihnen gegessen hat, Menschen, die sonst andere nichts damit zu tun haben. Und wir sehen, wie er sich immer wieder, wenn er irgendwo unterwegs war, unterbrechen lassen hat, auf Leute einlassen hat, wie er sich keineswegs einfach nur um sich und seine Ängste drumherum gekümmert hat, sondern immer offen war für andere. Und das ist ein mega cooles Prinzip und ich glaube, Gott ruft uns auf für das. Und wir stehen manchmal auch ein bisschen in der Gefahr, uns einfach auf die Leute zu fokussieren, die uns am nächsten sind, wo wir drin sind. Und die Gefahr ist manchmal, dass wir nicht mehr offen sind, um andere Menschen, die vielleicht in dem Moment eine Begegnung mit uns nötig haben, oder aufzubauen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was gehört denn zu einer qualitativ hochwertigen Beziehung? Oder über das haben jetzt viel so angetönt, aber wie kommt man zur Qualität in einer Beziehung? Was heisst das? Und gerade vielleicht, wenn es dir schwerfällt und du merkst, ich weiß nicht, wie viel Qualität in meinen Beziehungen drin ist, wie können wir mehr Qualität in Beziehungen hineinbringen? Und das möchten wir jetzt im zweiten Teil anschauen. Und wir schauen 3 so Merkmale an. Und die sind gleichzeitig Tipps. Also wenn du merkst, hey, wie soll ich das machen, ich weiß nicht recht, das sind alles Sachen, die du kannst in eine Beziehung hineinbringen, die du kannst fördern in einer Beziehung und die mehr Qualität in deine Beziehungen hineinbringen. Und als erstes bleiben wir ein Stück weit nochmal bei der Quantität, weil Quantität und Qualität, die stehen in einem Zusammenhang. Aber es ist ein anderer Aspekt von Quantität, eben nicht die Anzahl von Beziehungen, die wir haben, sondern die Quantität, die wir in die einzelnen Beziehungen, die wir haben, reinstecken, nämlich an Zeit und an Energie. Gute Beziehungen, tiefe Beziehungen, die wachsen nur, wenn wir auch etwas in sie investieren, wenn wir Zeit drin hineingeben, wenn wir Energie drin hineingeben, wenn wir uns in diese Beziehung investieren. Freundschaften können zum Beispiel nicht erzwungen werden. Sie müssen wachsen. Und das dauert manchmal Monate, manchmal sogar Jahre. Und ich weiss, dass eben gerade so regelmäßige Zeiten schwierig sind zu finden und weil es in gewissen Beziehungen das mehr Aufwand kostet, ich mir zum Beispiel vorgenommen, dass mit diesen Freunden, wo ich vielleicht nicht wöchentlich einfach so über den Weg laufe, dass wenn ich mich mit ihnen treffe, dass wir am Schluss gerade versuchen, ein Datum zu finden, für wenn wir uns das nächste Mal treffen. Damit nicht irgendwie 2-3 Monate vorbeigeht und dann merken wir, oh, wir haben ja eigentlich wieder mal abmachen und wir schauen in die Agenda rein und merken, dann Weihnachten dann irgendwann, sondern dass wir gerade wieder ein Datum haben, dass die Quantität in dieser Beziehung drin bleibt, sodass die Qualität kann hochgehoben werden. Und in dem Sinne ein Tipp ist so ein bisschen etwas, was Menschen am meisten zusammen verbindet, sind gemeinsame Erlebnisse. Wenn du qualitativ hochwertige Beziehungen willst, machen zusammen ein Erlebnis, unternehmen etwas. Das gilt auch in einer Ehe. Es gibt nicht Ehen schlafen die, wenn man immer nur die gleiche Routine durchzieht. Und irgendwo braucht es vielleicht auch mal etwas, wo man sagt, hey, wir unternehmen zusammen, wir brechen aus dem
Und es ist manchmal auch ein Aufraffen. Es kostet manchmal vielleicht Energie, manchmal ist es einfacher, einfach zusammen auf dem Sofa hängen oder irgendwie die Hai um den Küchentisch herum und etwas essen. Aber vielleicht braucht es einmal, um zu sagen, komm, wir unternehmen etwas. Komm, wir suchen einen Babysitter, gehen weg oder sonst irgendwie so. Und etwas anderes, was gerade vielleicht in Beziehungen wichtig ist, dass wir auch einem Partner Zeit und Raum geben, dass er Beziehungen außerhalb der Ehe oder von der Partnerbeziehung kann pflegen und leben, dass er dort Quantität reingeben kann. Und ich kann euch sagen, das entlastet die Ehe, wenn nicht alles nur auf die Ehe fokussiert ist, sondern jeder auch noch andere enge Beziehungen mit guten Freunden hat. Das zweite so ein Merkmal ist Anteilnahme und Einblick geben. Auch das sind wichtige Kennzeichen für für Beziehungen mit Qualität. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo mega viele Freundschaften oder mega viele Beziehungen stark darunter leiden, weil wir uns häufig schwer tun mit dem. Aber solange wir nicht Anteil nehmen am Leben von der anderen Person, dann kann keine Tiefe, kann keine Qualität in dieser Beziehung entstehen. Anteilnahme heisst, Interesse haben am anderen, sich dafür zu interessieren, wie es ihm geht. Und das hat zu zeigen. Nicht einfach das haben und darauf warten, bis er selber erzählt, sondern eben vielleicht nachfragen. Es gibt nichts Schwierigeres für Beziehungen, wenn du mit jemandem unterwegs bist und die Person zeigt null Interesse an dir, stellt nie irgendeine Frage. Und es gibt es manchmal, dass du einen Abend lang mit jemandem verbringst und die Person stellt nicht einmal eine Frage, wo irgendwie das würde zeigen, dass ein gewisses Interesse an dir da ist. Vielleicht kennst du das. Und das sind meistens nicht deine besten Beziehungen, die du hast, meistens auch nicht die, wo du mega viel wirst investieren. Anteilnahme geht aber noch viel tiefer, als einfach Interesse haben und einer Person zuzuhören. Es beinhaltet auch Einfühlsamkeit, oder man kann sagen Empathie. Ich habe ein Büchlein bekommen zum Thema Freundschaft von Dani Weber, von einem Schweizer Theologen und Psychologen, wo das Thema ein bisschen behandelt. Und er sagt, Einfühlsamkeit heisst, sich dafür zu entscheiden, zu versuchen, den anderen zu verstehen. Sich dafür zu entscheiden, zu versuchen, den anderen zu verstehen. Und zwei Sachen sind mir so ein bisschen aufgefallen in dem hinein. Das eine ist, es ist eine Entscheidung. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben die Fähigkeit, Empathie und Einfühlsamkeit zu haben. Es gibt kein Lebewesen auf diesem Planeten, das das in dem Maß kann, wie wir Menschen. Wir können Anteil nehmen an jemandem so fest, dass wir die gleichen Gefühle fühlen, wie die Person, die es uns erzählt. Und das Ding ist, er sagt da, es ist eine Entscheidung. Und das finde ich einen spannenden Punkt, weil wir haben mega oft das Gefühl, Empathie, Einfühlsamkeit, das ist etwas, das halt einfach kommt, wenn wir jemandem nachstehen, wenn wir uns für jemanden interessieren. Aber er sagt, es ist eigentlich umgekehrt. Wenn wir uns entscheiden, einfühlsam zu sein mit jemandem, zu versuchen, zu verstehen, was die Person denkt, dann wächst aus dem ein Interesse an dieser Person. Das heisst, man kann das auch trainieren. Wir können uns bewusst dafür entscheiden und sagen, ich möchte einfühlsamer sein und du wirst feststellen, wie dein Interesse an anderen Menschen wächst. Ich finde, das ist ein cooler Punkt auch für unsere Small Groups. Weil es uns vielleicht dort manchmal schwierig fällt, Einfühlsamkeit zu zeigen, wenn jemand das dritte Mal das gleiche Problem erzählt oder vielleicht jemand, der nicht ganz auf deiner Wellenlänge ist, irgendetwas erzählt, dann nicht abzuschalten. Und nicht einfach sagen, ich tauche jetzt irgendwo in Gedanken ab und bin auch jemand anders und wenn ich dann dran komme, dann bin ich wieder da. Sondern dann versuchen zu verstehen, wie es dem anderen geht. Einfühlsamkeit zeigen und du wirst merken, das Interesse an den anderen Leuten aus deiner Small Group steigert sich und ihr kommt mehr Qualität in diese Beziehungen hineinüber. Anteilnahme ist dann aber auch ganz praktisch, halt für den anderen wirklich da sein, wenn er es braucht, wenn er eine schwierige Situation hat, nicht einfach nur, oh ja, ich verstehe dich, sondern dann eben vielleicht auch praktisch werden lassen, mit jemandem zusammen weinen, lachen, all das gehört zu der Anteilnahme.
Die andere Seite, Einblick geben, da geht es darum, sich selber zu öffnen, echt zu sein. Oder eben, man kann auch sagen, Anteil geben. Das eine ist Anteil nehmen, das andere ist Anteil geben. Der Elias hat vor 3 Wochen, darüber geredet, über die Frage, wie geht es dir? Gut, eigentlich gut. Und das ist genau das, um das geht beim Einblick geben. Eben Einblick geben in die Sachen, die uns tiefer beschäftigen. Nicht beim eigentlich gut, einfach stehen bleiben. Qualität in einer Beziehung entsteht dann, wenn auch wir bereit sind, anderen Menschen Einblick zu geben, wie es uns wirklich geht. Wenn wir uns öffnen, wenn wir die Maske von «alles ist gut, ich habe alles im Griff» loslassen und hinter die Maske blicken lassen. Wenn du deine Ängste, deine Zweifel, deine Befürchtungen und vielleicht deine Schmerzen mit jemand anderem kannst teilen. Und ich glaube, dieser Punkt geht im Speziellen auch uns Männer an. Weil wir sehr gerne manchmal den Stach raushängen, die Sachen nicht unbedingt zugeben wollen, erst wenn wir wirklich, wirklich ganz verzweifelt sind. Aber unsere Beziehungen hätten so viel mehr Qualität, wenn wir bereit sind, auch schon nicht, bevor wir am Anschlag stehen, ehrlich sein, echt sein, mit anderen Menschen teilen, was uns beschäftigt. Wenn du nur Anteil nimmst, aber anderen nicht auch Anteil gibst, dann wird die Beziehung nie auf Augenhöhe sein. Dann wird es immer irgendwo eine Ungleichheit geben und es verhindert, dass wirklich Qualität, dass wirklich Tiefgang in die Beziehung reinkommen kann. Und ich weiss, es braucht Überwindung, weil wir machen uns in dem Sinne auch verletzlich. Du weißt ja nicht, wie die andere Person reagiert, wenn du dich öffnest, wenn du hinter die Fassade blicken lässt, wenn du deine Sachen, die dir wehtun, die schwierig sind für dich, jemandem mitteilst. Aber es geht nicht ohne. Sonst kommt nie Qualität in die Beziehung hinein. Die besten Freundschaften sind die, wo es kein Geheimnis mehr gibt, wo man sich alles kann sagen. Mit meinen besten Freunden, ich habe kein Geheimnis, ich kann mit ihnen über alles reden. Und wisst ihr, was das Coole ist? Es funktioniert nicht erst dann, wenn ich nachfragen und bohren. Und einer von meinen besten Freunden ist mega gut in dem, dass er selber von sich aus anfängt zu erzählen, was ihn beschäftigt. Und es macht es mir einfacher, zu mich nachher auch öffnen. Weil ich merke, ich habe vielleicht manchmal auch so Hemmung, soll ich jetzt, soll ich nicht? Und wenn der andere das macht, dann öffnet das, dann reißt das so Barrieren ab und was uns einfacher macht, um das selber auch zu machen. Und eins von beiden fällt uns meistens leichter. Anteil geben oder Anteil nehmen. Und ich glaube, uns Männern fällt das Einblick geben, Anteil geben am anderen oft schwieriger. Ich habe in einer Studie gelesen, dass anscheinend nur 70% der Freunde über ihre Partnerschaften reden, nur 50% über Sexualität und nur 30% über Geld. Und so ein Tipp in dem hinein, der mega simpel ist: Lernen Fragen mit Tiefgang stellen. Es ist eigentlich nicht schwierig, aber man muss sich mal getrauen, das zu überwinden, das Oberflächliche, und eine Frage stellen, die in die Tiefe geht. Was beschäftigt dich in deiner Ehe? Wie geht es dir im Glauben und in deiner Beziehung zu Gott? Was für Fragen wälzest du? Was sind Zweifel, die du hast? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Wenn es das letzte Mal Sex gab? Das ist vielleicht auch eine Frage, wo man mal darüber reden kann. Das ist das eine. Das zweite so Merkmal ist Ermutigung und Ermahnung. Bei Ermutigung, glaube ich, sind wir alle direkt einverstanden, das ist etwas mega Gutes, das gehört in tiefe, wichtige Beziehungen hinein. Das brauchen wir. Gerade in Krisensituationen ist es wichtig, dass wir Freunde haben, die uns ermutigen, die uns unterstützen, die uns gut zureden, die für uns da sind. Der Dr. Wolfgang Krüger, den ich schon mal zitiert habe, sagt, wir haben 2 Schwachpunkte im Leben: Einsamkeit und Unsicherheit. Gerade in Krisenzeiten brauchen wir auch die Anerkennung und die Rückmeldung von Freunden. Übrigens, Unsicherheit ist ein Stück weit auch mangelnde Identität. Jetzt gehen wir wieder zum Thema zurück von der Steffi letzten Sonntag. Wir brauchen Freunde, die uns ermutigen, die uns ausrichten, die uns helfen, weiterzugehen, die uns helfen, zum Dranbleiben und motivieren. Ein Aspekt von Ermutigung, den ich schnell einfach erwähnen möchte, ist auch der Aspekt vom Fürsprechen und Freisprechen. Ich
weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder von uns hat mal eine Zeit, wo er irgendwie unter Kritik steht. Oder wo vielleicht Selbstzweifel kommen, wo du an dir genagt bist, oder wo du Selbstanklage hast, weil du vielleicht das Gefühl hast, du hast versagt, du hast etwas schlecht gemacht. Und in dem Moment brauchen wir auch Freunde, die für uns als Fürsprecher einstehen, die uns vielleicht auch freisprechen von ungerechtfertigten Anklagen, wo vielleicht der Teufel uns versucht einzureden. Wir schauen noch kurz zum Paulus. Er hat ja viele Kirchen gegründet, hat viele Freunde gehabt an verschiedenen Orten. Oder? Der ist nicht nur schnell dort geblieben, der war an teils Orten Jahre, hat Beziehungen aufgebaut. Und er hat diese Beziehungen gepflegt, indem er ab und zu vorbei ist. Aber wenn er nicht vorbeigehen konnte, hat er Briefe geschrieben. Das ist ein Großteil vom Neuen Testament. Und er hat ihnen immer wieder auch Mut gemacht, diesen Christen an den verschiedenen Orten. Ich sehe das zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5,11, wo er sagt, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Und das Spannende ist, wenn man anschaut, was der Paulus da für ein Wort verwendet im Griechischen. Denn ihr seht das auf dem Slide, dann ist das Parakaleo für Mut machen. Und das ist ein spannendes Wort, wo im Deutschen nicht so einfach zu übersetzen ist, weil es ganz viele Facetten hat. Da gehört auch dazu auffordern, dringend bitten, ermahnen, ermutigen, zusprechen, trösten, gut zureden. Es hat also wie zwei Ebenen. Zum einen das Ermutigen, aber eben auch das Ermahnende. Und wenn der Paulus Leute ermutigt, hat er meistens das Wort verwendet, wo beides drin beinhaltet. Das positiv Unterstützende, aber auch das Herausfordernde. Und auch das kann positiv sein, oder? Das Positives herausfordern. Wir sehen das mega gut im 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Das ist im Deutschen super übersetzt. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Im Griechisch ist das ein Wort, Parakaleo, ermutigen und ermahnen. Beide Aspekte drin hat. Ich habe mich gefragt, wie sieht das vielleicht auch in unseren Beziehungen aus? In unserer Gesellschaft ist es, glaube ich, sich hauptsächlich zu ermutigen, aber der ermahnende, der herausfordernde Aspekt, der ist uncool. Den blenden wir häufig aus. Es ist normal, dass wir sagen, wir lassen einander einfach so stehen, wie der andere ist und akzeptieren ihn so, wie er ist. Und das ist das Beste, was wir füreinander tun können. Aber ich glaube, das ist nicht so. Die Bibel redet davon, dass wir tiefer gehen. Dass wir einander vielleicht einmal positiv ermutigen oder ermahnen, an etwas dran zu bleiben. Und das ist die Frage an uns, haben wir Beziehungen, die eine Qualität haben, dass an diesem Aspekt drin Platz hat? Dass man einmal den Finger auf einen wunden Punkt legen kann, dass Korrektur vielleicht möglich ist. Oder wehren wir uns gerade ab, wenn das kommt? Haben wir das Gefühl, wir werden angegriffen und das ist kein guter Freund, wenn das jemand macht? Wenn wir eine höhere Qualität in unseren Beziehungen haben, dann muss dieser Aspekt drin Platz haben. Dann müssen wir bereit sein, von dem Gegenüber einmal eine Kritik anzuhören. Einmal vielleicht ermahnt oder herausgefordert werden. Oder gleichzeitig selber bereit sein, das mal reinzubringen. Und das vielleicht neu mit dran ist. Ich wünsche mir, dass ich Beziehungen habe, wo ich gespiegelt werde, wo ich ein ehrliches, offenes Feedback bekomme. Es nützt mir nichts, wenn ich nur Freunde habe, die mir alle sagen, wie gut dass ich bin und was alles lässig ist und schön und gut und all die anderen Sachen, die vielleicht für andere offensichtlich sind, für mich nicht. Einfach nicht erwähnen, nichts dazu sagen. Ich will Freunde, die mir den Kopf waschen, wenn ich imstande bin, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch in diesem Punkt, oder, es hilft, wenn du diese Beziehungen definierst. Und wenn du vielleicht diesen Leuten, wo du näher bist, vielleicht einmal sagst, hey, du darfst mir ins Leben reden. Ich wünsche mir, dass du auch bereit bist, Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht okay sind. Wenn du dieser Person die Erlaubnis dazu gibst. So viel zu den Merkmalen von so Beziehungen. Es ist vieles. Ich nehme an, wir sind alle irgendwo in einem Bereich herausgefordert oder gesehen, hey, da möchte ich eigentlich noch mehr Qualität in meine Beziehungen hineinbringen. Dort würde ich vielleicht den nächsten Schritt machen.
Ich möchte noch etwas sagen zu Personen, die vielleicht einen Mangel an so Beziehungen haben. Vielleicht hockst du da drin und hast das Gefühl, ich wüsste nicht, wer alles in diesen Kreis hineinnehmen. Oder all die Personen, die ich da rein erzähle, eigentlich haben wir nicht wirklich Qualität in den Beziehungen. Und du fragst dich, wie komme ich zu so Beziehungen? Es sind wie zwei Sachen, die ich sagen zu dem. Das eine ist Gebet drum. Geh ins Gebet. Bitte Gott darum, dass er dir Menschen zeigt, wo du mit ihnen kannst in die Tiefe gehen. Und das andere ist ganz ein einfaches Motto, ein Stück weit. Willst du einen Freund, bist ein Freund. Ein Schriftsteller, der Ralph Waldo Emerson, hat das mal so formuliert: Der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Und ich glaube, das gilt gerade dann, wenn du dich nach mehr Qualität in den Beziehungen, die du schon hast, sehnst. Anderen ein Freund zu sein. Nicht zu warten, bis der andere den ersten Schritt macht, sondern selber anfangen, für die andere Person da sein, mehr Qualität in die Beziehungen hineinbringen, tiefer gehen und schauen, was passiert, dich zu investieren. Und es lohnt sich, früher noch anfangen mit dem. Nicht zu warten, nicht zu lange warten. Es gibt Studien, die sagen, ab 23 nehmen deine Beziehungen laufend ab. Und ich wünsche mir, dass das bei uns nicht so ist. Und ich glaube, da müssen wir auch keine Angst haben. Du bist geschaffen für Beziehungen. Gott möchte dir helfen, die Beziehungen zu bauen. Aber es braucht auch ein Investment. Wir müssen uns aufmachen und sagen, ich investiere mich in die Beziehungen hinein. Und das andere ist aber nachher auch, es braucht immer zwei für eine Beziehung. Das ist leider eine Wahrheit und das ist manchmal kann das mega enttäuschend und verletzend sein. Und dort gilt, was der Elias in der ersten Predigt gesagt hat: Verschenk dich in andere Beziehungen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Gib dich rein. Auch wenn es manchmal etwas kostet. Beziehungen sind nicht ein Deal. Beziehungen sind nicht ein Geschäft. Es ist nicht, ich mache das und dafür musst du das. Sondern wenn, dann ist es ein Geschenk, dass es funktioniert. Wir haben keinen Anspruch darauf. Und das Letzte, schaffe Raum in deinen Beziehungen. Jesus hat sich immer wieder auf Menschen eingelassen. Er hat nie gesagt, fertig, ich brauche niemand mehr anders, jetzt geht nichts mehr. Sondern er hat es immer wieder möglich gemacht, dass Menschen ihm begegnen können. Er hat es immer wieder möglich gemacht, um Menschen an sich heranzulassen. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Er hat uns gesendet in die Welt raus, dass Menschen auch Begegnungen mit uns haben können. Und die inneren Kreise, die sind mega wichtig, die brauchen wir. Das ist der Ort, wo wir Kraft schöpfen, wo wir Energie schöpfen, wo wir vielleicht die Sachen teilen können. Aber das ist ein Stück weit die Ausrüstung, dass wir bereit sind, für die Menschen, die wir rundherum begegnen, ihnen etwas zu geben, was sie vielleicht nicht haben. Oder vielleicht ihnen in einer Not, die sie haben, zu begegnen. Und mit ihnen vielleicht einmal ein Stück Weg gehen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Beziehungswesen geschafft hast. Und ich danke dir, dass wir Beziehungen leben können, die wirklich tief gehen. Aber du siehst, wie es manchmal uns schwerfällt, zu investieren in Beziehungen. Weil wir manchmal das Gefühl haben, wir haben zu viel. Ich bitte dich, dass wir dort falsche Ausreden ablegen können. Wir können Entscheidungen treffen, dass wir anschauen bei unseren Beziehungen. Was ist dran? Dass wir den nächsten Schritt machen können, dass wir tiefer in diese Beziehungen hineinkommen. Und Jesus, ich bitte dich ganz speziell für die Leute, die das wirklich mega schwer fällt, die darunter leiden, dass du ihnen in dem hinein kannst die erste Beziehung sein. Dort, wo sie lernen können, dort, wo ihre Identität herkommt, aus dem heraus, wo sie nachher schöpfen können. Ich bitte dich, dass du uns Leute zur Seite stellst, die uns in dem unterstützen können, die da sind für uns. Dass wir als Kirche so Beziehungen leben können in unseren Small Groups, unseren Groups, Passion Groups und so weiter.